Es ist sehr heiß draussen. Das Wetter ist wunderbar und trotzdem hocken wir hier, weil wir sind Gamer. Wir möchten uns auch wieder heute mit den Gaming-News beschäftigen und was in der ganzen Welt vom Gaming abgeht, weil Sonne genießen, das kann man auch noch später. Gamen muss man eigentlich grundsätzlich immer, weil Gamen ist super. Und ich und Steffi sind jetzt in der Episode 59 angekommen. 59, kurz vor der 60. Episode. Und wir haben ganz viele coole Themen für euch. Und zwar Diablo 4. Was steht in Aussicht? Wir haben Atlas Fallen. Mega cooles Wüsten-Game. Wir haben Nintendo Direct News. Neues Zeug aus dem Nintendo-Universum. Dann haben wir natürlich unser kritische Themen. Starfield bringt das meistgehasste Feature von Fallout 4 zurück, ob das so gut ist. Und dann haben wir natürlich noch Loot für euch. Also ich würde sagen, Rare On, gehen wir voll rein und das ist Buff Crit Loot für euch. Yes, alle miteinander. Und ja, du sagst, du ist heiß, aber weißt du, was noch heiß ist? Also noch heißer ist? Ihr Hölle. Nice! Richtig gut. In der Hölle ist es noch heißer. Und ja, natürlich geht es um Diablo 4. Ich habe ja das letzte Woche gestreamt, am Freitag bei uns im Livestream auf Brack.ch, auf Twitch. Und abgesehen jetzt mal von meinen Grafiktreiber-Issues, die ich hatte, muss ich sagen, das Game ist wirklich gut. Und ich war zugegeben selber ein bisschen überrascht gewesen, weil ich ja eigentlich jemand bin, der nicht so gerne so blutige und grusige Games hat. Aber es hat mir schon recht der Ärmel reingenommen, muss ich wirklich sagen. Es ist nicht schlecht. Ja. Also ich musste es auch ein bisschen feiern. Und ja, und da musste ich natürlich auch schauen, hey, was steht eigentlich noch so in Aussicht für Diablo 4? Weil es ist ja aller bekannt, dass Blizzard meistens nicht einfach ein Game rausbringt und das dann so gerade stehen, sondern da teilweise auch noch Add-ons kommen, Erweiterungen und so weiter. Und darum habe ich gedacht, ich schaue mal schnell, ob da schon etwas bekannt ist. Und tatsächlich ist es so, dass es wird saisonale Veröffentlichungen geben. Also Veröffentlichungen. Gott, wenn ich es ausspreche. So verschiedene Quest-Reihen sind geplant, was man zum Beispiel wirklich für eine gewisse Zeit, also für eine limitierte Zeit, neue Spielmechaniken einführt. Die sind ja auch nur während dieser Saison vorhanden und dann sind sie wieder weg. Und allgemein soll es eben in diesen saisonalen Events auch ein bisschen darum gehen, die Spielstärke zu steigern, also dass man neue Items finden kann, neue Sachen kann sammeln. Und das ist zum Beispiel eben so das Quality-of-Life-Verbesserungen und inhaltliche Updates, die Blizzard da möchte bringen. Und tatsächlich weiss ich auch weiterhin, beziehungsweise sehr stark auf das Feedback der Spieler eingehen. Das ist ja etwas, wo irgendwie in den letzten paar Jahren auch ein bisschen zu kurz ist gekommen, aber also vor allem, wenn man auch schaut bei WoW. Aber jetzt bei Diablo haben sie sich das anscheinend wirklich so ein bisschen auf ihren Plan geschrieben, zuoberst oben so als Headline-Notiz, so hey, by the way, auf die Community eingehen, bitte. Das funktioniert nämlich. Ich glaube, viele sie wirklich müssen feststellen, so, hey, es ist glaub, gar nicht so schlecht, wenn wir auf die Community hören. Ja. Grundsätzlich immer eine gute Idee. Von dem her. Obwohl ich glaube, ganz oben steht der Ingame-Shop und was man dort richtig teuer verkaufen kann. Ja, gut, natürlich ist Ingame-Shop jetzt bei so einem Game auch immer da. Das ist so. Also, wir haben letztens auch über das Mittag, also während dem Mittagessen hier im Büro eine grössere Diskussion gehabt wegen so Ingame-Shops und so. Und wegen Fremdwährung, also Eigenwährung oder Echtgeldwährung, was mehr Sinn macht, was schlauer ist und so weiter. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also, ja, in so einem grossen Game gehört es halt mittlerweile schon fast ein bisschen dazu, dass man so ein bisschen Skins und so anpassen kann oder sich Mounts kaufen kann. Und es ist ja noch immer auch schön, dass ein Spieler die Möglichkeit hat, nicht gezwungen ist, aber die Möglichkeit hat, wenn er ein Game sehr feiert, das auch ein bisschen für individuelle Präferenzen, sage ich jetzt mal, anzupassen. Ja. Und ich finde das immer sehr schön. Also von dem her. Ja. Mühsam wird es halt wirklich erst dann, wenn du eben Pay-to-Win oder Pay-to-Progress hast, also dass du musst zahlen
oder dass du kannst zahlen, damit du stärker wirst, oder eben, dass du Mhm. musst zahlen, damit du ja, Fürsche kommst überhaupt im Spiel. Und das ist dann mühsam. Das ist dann richtig mühsam. Okay, fair. Genau. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Aber wenn ich ehrlich bin, ich frage mich einfach, weißt du, gibt so, also du, ich weiß nicht, ob du das weißt, gibt es da auch Customize oder gibt es so Sachen, die man gratis kann freischalten kann? Also weißt du, jetzt Oh, Skins das oder so, weiß oder ich gibt es nicht. die? So weit bin ich tatsächlich Okay. halt nie Okay. gekommen. Das kann ich echt nicht beantworten. Mhm. Aber ja, du, ich meine, also customizable, der Charaktereditor ist ja also dermaßen auch Ja, das wieder ist geil. Das ist richtig detailreich, gell, geil. bei Diablo. Mhm. Also du hast so viele Möglichkeiten, um die Charakter zu Mhm. customizen und zu individualisieren, wie es dir gefällt. Also da Mhm. musst du nicht gross wollen noch Items kaufen oder so, zum noch mehr individualisieren müssen. Also, nein. Aber wie gesagt, also ich bin nie bis zum Shop gekommen, beziehungsweise ich habe ihn gar nicht wirklich angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob man den erst aber eine gewisse Zeit freischaltet. Auf jeden Fall ist er mir jetzt nicht irgendwie auferzwungen worden oder so. Von dem her, Okay. nö, das gar nicht. Ja. Okay. Also eben, ich finde auch eben zum Charakter, die Erstellung, also, hey, also ich habe dir zugeschaut und ich dachte, jo, ich Mhm. hätte genauso, also ich habe es wirklich lustig gefunden, die erste halbe Stunde, glaube ich, bist du einfach im Charakter erstellt gewesen. Und ich einfach so Nein, so gedacht, lange hat jo, es zum Glück nicht gedauert, aber ist es weniger lang gewesen? Okay, okay. nein, nein. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, ja, bei mir wäre es genau gleich. Also dort bleibe ich auch immer mega Also hängen. ich muss zugeben, ich Ähm, habe mir wirklich sehr Mühe gegeben, dass ich es schnell mache beim Charaktereditor, okay, weil okay. das mache ich in den Streams grundsätzlich eigentlich eher, dass ich schnell Fürsche mache im Mhm. Charaktereditor, einfach zum zeigen, was es überhaupt gibt, so im Sinne von, hey, schaut, es gibt wirklich eine grosse Auswahl, aber wir wollen ja schlussendlich das Gameplay schauen und, Ja, und fair. nicht den Charaktereditor. Von dem her schaue ich, dass ich wirklich aber schnell mache, wobei ich muss sagen, mit der Auswahl der Tattoos, also ich habe die Totenbeschwörerin genommen und bei der Mhm. Auswahl der Körpertattoos hat es so ein bisschen gebuggt. Und dort habe ich ein bisschen Zeit verloren, wo ich das eine Tattoo habe gesucht, das ich wollte, und ich habe es nicht wieder Das ist so gefunden. geil. Ja, genau. Aber sonst habe ich wirklich geschaut, dass ich schnell Fürsche mache. Also Totenbeschwörerin macht echt auch sehr viel Spass. Also so wie ich es jetzt Early Game gespielt habe, würde ich glaube wieder so auswählen, definitiv. Genau, und was ich noch wollte sagen, eben bezüglich der Inhalte, die noch in Aussicht stehen. Mhm. Es ist, wie gesagt, es ist so, also eigentlich ist schon Tradition, dass Blizzard immer mal wieder neue Inhalte rausbringt, also Add-ons, Erweiterungen und so weiter. Also, dass es in die Richtung wird gehen, ist eigentlich obvious, aber so wirklich Ankündigungen, also offizielle Ankündigungen gibt es noch nicht. Also, ja, also sie haben sich noch nicht dazu äußern, aber dass es etwas gibt, das steht, glaube ich, außer Frage. Da müssen wir, glaube ich, nicht gross diskutieren. Yes. Mhm. Also das klingt auf jeden Fall schon, eben, ich muss auch Vielversprechend. sagen, es klingt vielversprechend und ich Mhm. muss auch sagen, ich habe jetzt sehr viel sehr gut gehört und bin immer noch sehr fix, dass ich das irgendwann möchte anfangen spielen, das Mhm. Diablo, das neue. Aber ich muss mir definitiv Zeit nehmen. Ja, ich Und, glaube, Zeit lassen, das ist sicher etwas, was du müsstest. Ich meine, sicher auch schon, bis du überhaupt mal in der ersten Stadt bist, vergehen 1,5 Stunden ungefähr. Ja, 1 genau, bis 1,5 genau, Stunden, je genau, nachdem, wie genau. gründlich du das Gebiet gehst, absuchen. Aber Ja. also ich muss wirklich sagen, ich habe echt noch Spass gehabt. Also Hack and Slay ist jetzt sowieso etwas, das nicht wahnsinnig viel Taktik braucht, sage ich jetzt einmal. Es ist Steffi, du so. hast es auf Anfänger gespielt. Jetzt sind wir schnell. Ja, Ja. aber sagen wir so, ein Strategiespiel ist es jetzt nicht gerade. Also klar, du musst natürlich schon ein bisschen taktisch sein, je nachdem, also ein bisschen überlegen, wie du angreifst und so, natürlich, vor allem je weiter du kommst. Aber Ja. es ist jetzt nicht gerade ein Strategiespiel, weißt du, was ich meine? Fair, fair. Es ist immer Ja, noch ein fair. Hack and Slay, also von dem her, ja. Aber es Fair. ist sicher auch strategischer als viele andere Games, von dem her, ja. Aber es hat mich solid gefunden. Ich hätte mein Hirn nicht wahnsinnig gross müssen anstrengen, sagen wir es so. Gut, gut. Sehr gut. Aber es war okay gewesen. Hat Spass gemacht. Ich kann es empfehlen. Ja. Ja, aber ich habe nur Gutes gehört. Dann
Da hat Steffi ja wirklich Diablo-technisch am Freitag unterwegs war und das ein gutes Game findet. Und wir gehen weitermachen mit guten Games, weil warum nicht? Wir sind ja schließlich bei Buff. Kommen wir zu Atlas Fallen und ihr wisst ja alle, es ist nicht das erste Mal, wo ich über das Game rede, es ist schon das zweite Mal, wenn ich das Game trage. Das erste Mal habe ich es ein bisschen angeteasert und gesagt, es sieht mega geil aus und es sieht immer noch mega geil aus. Also es ist nicht so, dass sich das verändert hat. Nein, jetzt hat Deck 13, wo ja die Entwickler von diesem Game sind, haben einen Trailer Kannst du auch rausgehauen. Deck 13 sagen, es ist nämlich ein deutsches Entwicklerstudio. Ja, ich Aha, weiß. Deck 13, hä? aha. Deck 13. Sicher, ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie es lieber, wenn man es Englisch sagt. Ich meine, Piranha Bytes sage ich auch nicht. Na gut, ich wollte es so Deutsch sagen. Ist ja gleich. Auf jeden Fall, Deck 13, jetzt muss ich es die ganze Zeit korrigieren. Merci, Steffi. Bitte. Hat das Game published und zwar noch schnell zu ihnen, aber ich habe das schon mal gesagt, sie sind auch nicht Publisher, die Entwickler, mega wichtiger Unterschied. Sie waren auch die Entwickler von The Search. Habe ich auch eine kurze Ansprache gehabt in einem von unseren Podcasts. The Search, mega cool, Souls-like, wo glaube ich von Piranha Bytes ist published worden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, Atlas Fallen, neues Game, spielt in der Wüste, also glänzt schon nur durch das mega coole Kampfsystem, das sie integriert hat. Das Kampfsystem sieht sehr, sehr cool aus. Sie haben einen 5-minütigen Trailer released. Dort drinnen zeigen sie alles, was man in diesem Game kann machen und Möglichkeiten hat. Und es sieht wirklich sehr delicious aus. Ich sage nur einen Handschuh, um sie alle zu besiegen. Also man kann so einen Handschuh, man Und hat nicht so zu einen Handschuh, beknechten. wo, nein, natürlich nicht zum Knechten, weil er ist ja auch, er tut einen guten Purpose surfen. Und ich sage dann auch warum. Aber Story Lore kommen wir näher kurz dazu. Der Handschuh ist eigentlich das Wichtigste in diesem Game und zwar den kann man eigentlich upgraden und skillen. Mit dem kann man dann verschiedenste Fähigkeiten machen, wo man eben Gegner kann wegpushen, zu sich ziehen oder mit dem Handschuh kann man nachher eben durch die Luft fliegen mit der Zeit. Man kann den immer upgraden und der tut zum Beispiel auch der Sand formen, wo man nachher kann Sand surfen. Ja, der hat richtig gehört, Sand surfen. Richtig, richtig nice. Der wird immer besser und mächtiger. Und dann hat man verschiedene Waffen dazu, und zwar 3 verschiedene Waffen. Das ist die Schwert, die Axt und die Peitsche, Steffi. Peitsche. Oha, jetzt hätte ich gedacht, So ein mit dir. Bogen oder so. Aber Pager ist Nein, wirklich nein, mal ja, etwas Peitsche. Neues. Ne? Weil du weißt, Zuckerbrot und Peitsche, du kennst das ja. Ah. Und man kann die mit über 100 Essenzsteinen kann man die verbessern. Also Über über 100 100. verschiedene Essenzsteine gibt es, genau. Jesus Gott. Und Essenzsteine fügen verschiedene Elemente und Angriffsarten hinzu. Das heisst, man kann so richtig geile Kombos zusammenstellen. Und das habe ich schon mal ein mega cooler Aspekt gefunden vom Ganzen. Also man hat sehr, sehr viel Auswahl zum Kombinieren von den verschiedenen Fähigkeiten, aber man kann die Essenzsteine auch selber herstellen und sich nachher die Fähigkeit aussuchen, die man möchte. Also mega cool. Das Charakterdesign ist mega geil, also so richtig eben so Wüsten-like. Man hat verschiedene Skins. Der Charakter-Editor ist sehr deep, wie ihr schon vorhin gehört habt, ich und Steffi lieben das. Genau, nachher das Beste, das behalte ich jetzt zum Schluss, wie bei einem guten Menü, oder? Ich sage jetzt noch kurz etwas über die Lore, wo hinten dran. Es ist nicht eine Neuerfindung vor Geschichte. Also es geht ein bisschen darum, dass der Doof kämpft eigentlich für die Menschheit, die unterjocht wird von einem Herrscher, wo zum Telos bettet. Das ist wieder Gott, das ist ein Sonnenwächter. Und der Telos, der muss mit Essenz gefüttert werden. Und auf dem Planeten, wo du bist, gibt es überall Essenz. Und die findet man im Boden. Und die Menschen werden eigentlich dazu versklavt, die Essenz aus dem Boden zu schürfen. Und dann dem Sonnenwächter quasi zu übergeben, zu opfern. So. Und der hat ganz verschiedene, der hat eine starke Armee. Und dann gibt es noch Sanddämonen, die auf dem
sein. Und du musst natürlich eigentlich den ganzen Planet befreien und du machst eigentlich, probierst du der Wüste auch wieder Leben einzuhauchen. Mit jedem Bereich, wo du sauber ist, in dem Sinn, wird die Wüste wieder mehr leben. Und das hat man ja in vielen Games auch schon gesehen. Ich glaube, Zelda ist schon ähnlich dort, oder? Wo man nachher die Umgebung wieder herstellen kann. Ich weiß es nicht ganz. Nein. Nicht, Nein. okay, in dem Fall. Aber du weißt es immer. Ja. Ja, also hier Auf macht es jeden Fall. durchaus Sinn. Bei Zelda ist es so, dass die Gegner mit der Zeit halt auch wieder respawnen, aber wirklich etwas ändern an der Umgebung tust du eigentlich nicht. Aber hier bei Atlas Fallen geht es ja wirklich darum, eben, dass du die Gebiete von der Herrschaft eigentlich befreist. Genau. Und durch das verschwindet, glaube ich, wenn ich es recht verstanden habe, auch so ein bisschen der Sand aus diesem Gebiet. Genau. Also du tust eigentlich die Gebiete auch ein bisschen reinigen vom Sand. Mhm. Was sehr, sehr cool ist. Und jetzt gehen wir wieder von der Story weg, weil die Story eben, wie gesagt, ist eigentlich überschaubar, aber sicher auch cool. Was ich am besten finde, ist, es gibt das Drop-in, Drop-out Co-op Gaming. Und zwar kannst du Co-op reindroppen, online. Leider nicht Couch Co-op, ja, leider nicht. Aber du kannst halt wirklich im anderen seine Kampagne reindroppen und dann kann man zusammen die ganze Kampagne durchspielen. Du kannst die ganze Kampagne im Co-op spielen. Und das ist mega, mega cool, weil du bekommst sogar extra Team-Combo-Attacken und einzigartige Abilities, die nur im Team möglich sind, also wenn du zusammen spielst. Das Das ist finde so ich cool. mega, mega cool. Ja, das ist fördert richtig so, nice. so das Social Gaming-Ding und das finde ich so cool. Das ist mein Highlight eigentlich. Und darum möchte ich es unbedingt spielen. Muss noch schauen, wer ich dazu kann überschnurren kann. Aber Atlas Fallen, ich freue mich drauf. Es klingt mega cool. Vor allem auch eben das Kampfsystem. Stellt euch das Kampfsystem ein bisschen vor wie eine Mischung aus Devil May Cry und let's say ja, ein bisschen Final Fantasy. Ja, und vielleicht ein bisschen Monster Hunter. Genau, Monster Hunter. Einfach richtig, richtig cool. Mega kombinierbar und man kann Zeit anhalten, man kann Zeit verschnellern, man kann Monster vereisen, man kann sie anzünden mit den Elementen, mit den verschiedenen Kombos schaffen. Also durch die Bank sieht sehr cool aus. Und ja, direkt gut, einfach sehr direkt gut. Und zwar direkt habe ich jetzt eingebaut, weil das nächste Thema ist Nintendo. Direkt. Yes, Steffi hat da Nintendo geschrieben mit T. Direct. Genau. Wir hatten letzte Woche ein Nintendo Direct gehabt, wo ja Neuheiten, sage ich jetzt mal, sind vorgestellt wurden. Also die kennen Nintendo Direct, ist immer so ein bisschen eine Show, wo sie vorstellen, was neu auf die Switch kommt, welche neuen Games, sodass sie auch viel immer, ich sage jetzt mal, alte Games dabei, was es schon länger gibt und das schon seit Jahren. Was ist Batman Gotham oder so kommt, glaube ich, jetzt auf die Switch. Also ja, eher schon ein altes Game, aber sie bringen aber immer wieder ein bisschen Updates zu neuen Games. Unter anderem kommt ein neues Sonic, also alle Sonic-Fans dürfen sich freuen. Es kommt das Pikmin 4. Und gleichzeitig kommt auch noch Pikmin 1 und 2, wo man sich für die Switch holen kann. Pikmin 4, also allgemein Pikmin, wenn ihr nicht wisst, was das ist so das mit diesen kleinen, bunten Figürchen, wo ihr so Armee-like könnt im Zeug rumscheuchen und die machen dann Sachen für euch, beziehungsweise die gehen auf Gegner los oder die Sachen umeinander tragen. Und je nachdem, ob du die roten hast oder Feuerkräuter, die gelben, die immun sind gegen Elektro, die blauen können schwimmen, die violetten sind besonders stark und so weiter. So gibt es ganz viele verschiedene Pikmin, mit denen man eben kann verschiedene Rätsel lösen kann. Und da kommt jetzt der 4. Teil demnächst raus, im Herbst. Es kommt auch ein neues Everybody Want to Switch. Also Want to Switch, an die sich erinnern, ist 2017, wo die Nintendo Switch ist erschienen, einer der Launch-Titel gewesen, so mit den kleinen Party-Games und eben jetzt auch das Everybody Want to Switch soll wirklich auf Party ausgelegt sein, wo man mit mehreren Leuten spielen kann, die nicht einmal eine Switch müssen haben. Also es ist kompatibel mit Smartphones tatsächlich. Also das könnte echt noch witzig werden. Cool. Genau.
Was ich mir auch sehr witzig vorstelle, ist ein WarioWare Move It. Also es ist auch wieder so eine Minigame-Sammlung mit dem also WarioWare-Universum, sage ich jetzt mal. Dort musst du wirklich mit vollem Körpereinsatz teilweise die Rätsel lösen und die Spiele spielen. Und es ist sehr interessant, sage ich jetzt einmal. Also auch so ein Game, wo man sich bewegt in dem Ja, Fall. total. Ja, es heisst Move It. Also von dem her, ja. Du musst wirklich fair. mit ganzem Körpereinsatz musst da dahinter sein, ja. Das ist noch lustig, weil der Mario ist ja sicher. doch eher der Korpulenter von denen. Ja, vor allem ist er der grimmig, hässige, kleine Zwerg. Also, ich finde es einfach geil. Er ist wirklich so wie ein grimmiger Zwerg. Ich finde es super. Er ist immer so hässig. Und ausgerechnet er macht so ein lustiges Spiel. Es ist aber schon sehr, sehr witzig. Was auch noch kommt, ist Detective Pikachu 2. Wie ist das? Detective Pikachu kehrt zurück, heisst es, glaube ich. Und dort ist einfach so geil. Also, das Game, für die den Film gesehen haben, die wissen es. Aber im Game ist es tatsächlich auch so, dass der Pikachu ja reden kann. Sonst redet er ja in keinem Game. Aber bei Detective Pikachu redet er hat wirklich eine menschliche Stimme. Und die Stimme ist so tief. Und das ist so lustig, weil bei Pikachu, das ist ja immer so quietschig und herzig. Stimmt. Und, bei Detective Pikachu hat er so eine tiefe männliche Stimme. Und das ist so geil. Das ist einfach sehr, sehr, sehr amüsant, ja. Das ist wie der Teddy da, wie heißt der? Ted. Ja, genau. Ja. Ted, ja, natürlich. Und es sind auch noch neue Mario-Games angekündigt worden. Unter anderem kommt ein Princess Peach-Game und auch ein neues Luigi's Mansion-Game. Zu denen ist aber noch nicht wahnsinnig viel erzählt worden, weil die kommen erst 2024. Was aber... Also, ein Game, das gross angekündigt worden ist Super Mario Bros. Wonder. Genau, das Original, also es ist ein 2D-Plattformer und das Original Super Mario Bros. Ist ja wirklich aus dem Jahr 1985. Also viele von uns waren dann noch nicht einmal auf der Welt. Und sagen wir es so, mehr denn je sieht das Game aus, als hätten die Entwickler nicht nur eine Mikrodosis LSD gehabt beim Entwickeln. Ja, das habe ich auch gedacht. Also, es ist quietschbunt, es ist total abgefahren mit dieser sprechenden Blume. Auch die Gesichtsausdrücke sind fantastisch und es ist bunt und leuchtend und es ist einfach crazy. Und es gibt auch wieder einen Coop-Modus. Super, sehr geil. Ja, und also... Es ist wirklich, ich übertreibe nicht, Leute, wenn ich sage, es ist quietsch und bunt und es sieht aus, als hätte man eine Mikrodosis LSD gehabt. Nein, es ist wirklich, es ist sehr witzig. Also, ich glaube, wenn man das mit ein paar Kollegen, ich glaube, man kann es bis zu 4 Leute können es, spielen. Ich kann mir vorstellen, dass es an einem Partyabend echt witzig wird. Oder einfach mal ein paar Kollegen einladen, miteinander Super Mario Bros. Wonder spielen. Und ich glaube, das wird fantastisch. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ich meine, Super Mario Bros. Ist immer schon Erfolgstitel gewesen. Das ist echt super. Mega. Aber eben, 1985, jetzt kommt endlich der Nachfolger her. Und was auch endlich kommt als Nachfolger, hätte ich fast gesagt, nicht ganz ein Nachfolger, aber ein Remake. Und zwar haben sie Super Mario RPG angekündigt. Also ein Remake von dem. Ja, es ist wirklich ein Klassiker aus den 90er Jahren. Es ist für den Super Nintendo damals erschienen, leider nur in Amerika. In Europa haben wir das anscheinend nicht gehabt. Also das ist, muss ich zugeben, es ist an mir vorbei. In den 90er Jahren bin ich noch zu klein gewesen, als dass ich das mitbekommen hätte, dass das etwas ist. Beziehungsweise, dass ich gross mitbekommen habe, was in Amerika passiert, vor allem game-technisch. Aber da haben sie jetzt ein Remake gemacht und ich glaube, viele Leute freuen sich drauf. Und es sieht ja auch witzig aus. Das Einzige ist, es ist natürlich rundenbasierte Kämpfe, also wie eigentlich immer in einem RPG in diesem Format, also beziehungsweise von Nintendo. Die haben ja auch Final
haben sie auch. Final Fantasy ist ja auch rundenbasiert. Fire Emblem ist rundenbasiert. Genau, sie haben ja immer mal wieder so Games. Und von dem her, ja, ich frage mich, also, du spielst es allein und ich hoffe, dass es trotzdem spannend ist. Wo im Gameplay sieht es so aus, als könnte es auch langweilig werden, weil es immer ein bisschen das Gleiche ist. Darum hoffe ich sehr, dass die Abwechslung dementsprechend vorhanden ist, dass die Figuren sich weiterentwickeln können, dass man immer ein bisschen mit anderen Figuren kämpfen kann und nicht immer so ein bisschen die gleichen 4. Aber ich glaube, wenn man schaut, im Universum von der Super Mario und Co. hat es ja eigentlich sehr viele Charaktere, die würden passen zum Spielen. Aber ja, mal schauen, wie das wird. Ja. Und das kommt übrigens am 17. November. Genau, so wie Super Mario Bros. Wonder am 10. Oktober. Also im Oktober schon das eine, also der 2D-Plattformer, und dann am 17. November kommt dann das RPG. Genau, so sieht es aus. Cool, was sie da rausholen. Hä? Voll. Also schon jetzt so ein bisschen, frage mich, was das marketingtechnisch für eine neue Strategie ist. Du, gell, So. ich meine, nach dem Super Mario Movie, der ein mega Erfolg war, also wir haben ja letztes Mal, also nicht letztes Mal, aber letztes Mal darüber geredet, das Super Mario Movie ist wirklich fantastico gewesen. Also der hat einen richtigen Kassenschlager, das muss man wirklich sagen. Also der hat, glaube von den Filmen in diesem Jahr ist er mittlerweile auf Platz 3 oder 4, wenn nicht sogar noch weiter oben. Also es war wirklich ein fantastischer Film gewesen. Er war auch wirklich extrem lustig gewesen. Also ich kann ihn wirklich empfehlen, zu schauen, oder wenn er dann irgendwo erhältlich ist, zu streamen oder zu kaufen. Ja, und logisch, mit so einem Film kommen dann auch mehr Games wieder, oder? Ja, also mir ist es lieber so, als dass man dann aus einem Film, der gut funktioniert, ein Game probiert zu machen, oder umgekehrt, wenn man ein Game hat, probiert einen guten Film daraus zu machen. Klar, das ist in diesem Fall auch noch immer durch ein bisschen so. Ja. Aber gleich, also die Games sind ja wie schon mit durchdacht mitkommen, sage ich jetzt mal so. Games kommen nicht aufgrund vom Film. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich, fair. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Also, aber es ist grundsätzlich der Film, tut jetzt eigentlich carryen, dass das Wort in aller Munde bleibt. Ja. Und vor allem auch wieder ein bisschen neue Zielgruppen erreicht, sind wir ehrlich. Gell? Ja. Ich meine, die ganz Jungen, die sind vielleicht nicht wirklich mit Super Mario aufgewachsen wie jetzt wir. Von dem her, ja, ist natürlich für die auch wieder cool, dass etwas Neues kommt. Und ich meine, ja, gerade so ein Super Mario RPG, dann schon so ein bisschen nach Familiengame, weißt du, was ich meine? Also von dem her. Ja, das macht absolut Sinn. Yes. Aber ja gut, dann wäre es das mit Buff. Kommen wir zu Crit. Genau, Crit. Und zwar Crit habe ich eigentlich nur ein kleines Thema, also ich halte mich wie hier wirklich kurz, weil wir auch wieder gut der Zeit sind. Es ist eigentlich so, und zwar das neue Starfield ist ja etwas, wo alle so ein bisschen darauf warten. Steffi, ich glaube, du bist auch ein bisschen gehypt, ich bin auch ein bisschen gehypt. Das sieht aus wie ein mega, mega cooles Game. Jetzt hat Bethesda aber angekündigt, dass sie etwas wieder bringen in diesem Game, wo im Fallout 4 sehr verhasst war. So ein Feature. Und zwar, wenn ihr Fallout 4 gespielt habt, erinnert ihr euch vielleicht an die Siedlungen. Also wahrscheinlich oder ganz sicher erinnert ihr euch daran, dass man eine Siedlung haben und was die Siedlungen mit sich gebracht haben. Und das Statement zu dem Thema von Bethesda ist folgendes: Erforsche Planeten und entdecke die Fauna, Flora und Ressourcen, die du brauchst, um alles von Medizin, Nahrung bis hin zur Ausrüstung und Waffen herzustellen. Errichte Außenposten, und da ist der Punkt, oder? Das sind dann nachher die Siedlungen, und heuere eine Crew an, um passiv Materialien abzubauen und Frachtverbindungen herzustellen, um Ressourcen zwischen ihnen zu transferieren. Und dort ist eben da der Aufschrei gekommen, wo die Leute gemerkt haben, oh nein, Bethesda will wieder die Siedlungen machen. Das heisst, man hat selber so einen Außenposten, wo man nachher eine NPC-Crew anheuern kann, die den beschützt, und der baut passiv Materialien ab und mit dem kann er Frachtverbindungen herstellen etc. Jetzt ist es aber so, dass die Aussenposten, die können angegriffen werden von anderen Spielern.
Was heisst das? Das ist eigentlich ganz einfach. Du bist zum Beispiel für eine wichtige Mission, Steffi, möchtest mega etwas Cooles erledigen und bekommst die Meldung, hey, deine Siedlung wird angegriffen. Oder die Aussenposten wird angegriffen. Jetzt kann es natürlich sein, dass deine NPCs einfach zu schwach sind, um die zu verteidigen. Und du würdest ausgeraubt werden, wenn du nicht aus deiner Hauptmission raus würdest, zurück zu deinem Aussenposten und da beschützen. Ja. Ja, das klingt ein bisschen mühsam. Genau, die Option NPCs anzuhören ist eine nette Idee, aber du musst sowieso irgendwann müssen zurückkommen, wenn es eine Betreuung gibt, wo sie eben nicht selber bewältigen können. Und in dem Moment steckt eigentlich in der Idee viel Potenzial drin, weil es tönt, als wäre es viel praktischer als in Fallout 4. Und die wertvollen Ressourcen sind ein grosser Anreiz für die Spieler. Sich darum zu kümmern, wenn der Aussenposten Hilfe braucht. Aber auch der Punkt ist, der Grosspunkt ist halt da. Ist es etwas, was es wirklich braucht? Ist es etwas, was einem nicht, oder ist es etwas, was den Spielfluss stört? Wenn die Möglichkeit, dass man kann beträchtliche Menge Geld für neue Waffen und Ausrüstung und Upgrades anzuhäufen durch das, wenn die Möglichkeit grösser ist oder wenn das etwas ist, was die Spieler mehr attractet und sagen, ja, okay, für das beschütze ich den Aussenposten, für die Waren, für das Geld und für die Ressourcen beschütze ich den Aussenposten und gehe gerne mal zurück, dann ist okay. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es den Spielfluss mega kaputt macht und dass es etwas könnte sein, weil es ja schon im Fallout 4 ein Problem war, wo dort die Leute dann nicht so feiern. Let's see, ich bin dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt, aber das wäre so schon von meiner Seite vom Crit gewesen. Und können wir eigentlich schon in Loot gehen. Ja, jetzt gehen wir in Loot, denn Loot tut gut. He? Ja, jetzt haben wir auch so etwas zugemacht. Das ist auch immer gut. Ja, manchmal tut es einfach die Links nicht übernehmen. Das finde ich hure gespässig. Also, ich kann einen Link anklicken und er geht einfach nicht auf. Was haben sie da wieder für ein Upgrade gemacht? Jetzt muss ich wirklich jeden rechts anklicken. Das ist super mühsam. Super, super mühsam. Ja, sorry. Ich muss das schnell vorbereiten. Das kann ich dann zum Glück im Podcast rausschneiden. Because I have the power. Genau. Also hier müsste ich Steffi schneiden. Hier schneiden. Genau. So. Alles so. Ziehen, so. So. Wir haben einfach auch verdammt viel Zeug im Loot, das mal. Wir haben sehr viele Sachen im Loot, ja. So. Die tun nicht zu, die haben wir schon gehabt. Gut. Also. Ja, wir haben mega viel Zeug im Loot. Der Sean hat richtig, richtig Gas gegeben beim neue Games in den Shop reinstellen. Wir haben einerseits Final Fantasy 16, also das Action-Abenteuer mit der K-Pop-Gruppe. Der kennt Final Fantasy ist jetzt nicht das unbekanntes Franchise. Das ist seit dem 22. Juni erhältlich. Anscheinend soll es sehr, sehr gut gewesen. Und darum haben wir auch schon nachgefragt, ob wir dort eventuell die Möglichkeit haben, um das zu streamen. Also falls ihr wollt reinschauen, behaltet unbedingt die Augen offen bei uns. Was wir natürlich auch haben, ist die ganzen Nintendo-Neuheiten, die angekündigt worden sind. Wir haben WarioWare Move It, Pikmin 1 und 2, Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Super Mario RPG, Super Mario Bros. Wonder. Da haben wir vorher ja schon sehr ausführlich darüber geredet, da gehe ich jetzt nicht mehr gross drauf ein. Das ist aber alles schon bei uns im Shop zum Vorbestellen. Und was wir auch neu haben, ist Just Dance 2024, Nico. Go, yes. Just Dance. Just Dance, ja, natürlich immer wieder ein Game, alle Jahre wieder. Und jetzt ist ja schon die nächste Edition am Start. Und zwar kommt ihre Code in a Box. Und ja, sie ist vorstellbar bei uns. Also, falls ihr Just Dance Fan seid, immer mal wieder gerne spielt, dann holt euch das unbedingt. Genau. Was wir noch haben, ist Remnant 2. Das ist eine Neuheit zum Vorbestellen.
Du hast, wie ich es gehört habe, Remnant 1 gespielt, oder? Gespielt, ja. Erzähl mal Und schnell ein zwar paar kann ich es nur Sätze empfehlen. Ich drüber. kann es nur empfehlen. Also es ist mega cool. Wir haben es durchgespielt innerhalb von, glaube ich, 3 Sessions. Was heisst mehr und warum mehr? Wo du Couch-Coop kannst spielen. Ah, nice. Und Remnant ist ein mega cooles Souls-like, wo man Couch-Coop kann spielen und es fängt einfach enorm. Es ist Dark Souls auf ein bisschen mehr modernere Art gemacht und man hat hier Schusswaffen, die man brauchen kann, aber sonst ist es einfach ein Souls-like, wo du zu zweit kannst spielen und das macht mega Spaß. Ja, Ich kann es nur fancy. empfehlen. Ja, hure gut. Was auch neu ist The Crew Motor Fest. Also so ein Dings, so ein Motorrennen, hätte ich fast gesagt. Ein Autorennen-Game, ein Racing-Game. Gibt es auch für PS4, 5 und Xbox. Genau, das ist neu bei uns im Shop zum Vorbestellen. Aber wie gesagt, es kommen sehr, sehr viele Games. Was übrigens auch neu ist, das habe ich, glaube ich, auch neu mehr gesehen, ist, wie heissen da die Hot Wheels? Es gibt ein Hot Wheels Game zum Bestellen. Hot Wheels Game, okay, Ja. ich habe nur gewusst, dass es irgendwie im Forza Hot Wheels Autos Nein, gibt. es gibt tatsächlich etwas mit Hot Wheels, ja. Okay. Dann, was auch noch kommt, ist Aliens Dark Descent. Das haben wir aber schon. Das ist aber neu. Ist aber ab 18 Leute, also gruseliger Scheiß. Ja, sehr gruselig. Marvel's Spider-Man 2. Als ich das gesehen habe, musste ich 3-mal hinschauen, weil ich dachte, also, hä? Sehe ich das richtig? Ist es ein Remake? Habe ich etwas verpasst? Nein, es gibt tatsächlich ein Spider-Man 2 auf der PS5. Also nur auf der PS5. Ja. Exklusiv. Ja. Und ist Und das wird cool. Also ich meine, Spider-Man, der erste Teil, ist ja schon richtig gut angekommen bei den Leuten. Also wenn sie einfach so weitermachen, wie es der erste Teil war, dann kann es ja nur fantastisch werden. Also von dem her, ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass es gut ankommt. Ja, also es wird gut sein, weil schon zu 1 war ja ein riesiger Renner gewesen. Ich muss es immer noch anspielen. Also da bei mir noch, es liegt eigentlich bei mir auf dem Tisch. Und es ist eigentlich ein Franchise, das funktioniert. Spider-Man, es funktioniert. Und weißt du warum, Steffi? Ich sage dir, was das USP ist dort. Dass du kannst umschwingen. Für die Stadt kannst du umschwingen. Du kannst Tarzan sein, aber in der Stadt. Ja. Hure gut. Ja. Sehr geil. Das Umschwingen. Schwing dein Ding. Genau. Also genau. der Slogan, echt, das ist Spider-Man. Schwing dein Ding. Ist gut, okay. Wo da lustige Sachen kann machen, wo da lustige Sachen, Schwingerclub. Ja, wo da lustige Sachen kann machen, ist in Park Beyond. Das ist nämlich endlich da. Park Beyond ist erhältlich für diverse Plattformen, für PS5, PS4 auch, das weiß ich nicht. Das wahrscheinlich, ja, nein, sowieso gesagt nicht. Aber Xbox Series X, PS5 und PC. Und für PS5 gibt es sogar die Impossified Edition, also nochmal etwas ganz Besonderes. Also ich kann mir vorstellen, es ist ein bisschen wie eine Collector's Edition mit besonders krassen Sachen und Features drin. Und ich freue mich auf Park Beyond, weil ich werde das am Freitag streamen, also der Freitag, der jetzt kommt, am 30. Juni. Also falls ihr Lust habt, zum vorbeikommen schauen, ab 14.30 Uhr bin ich live auf dem Twitch-Kanal von Brack.ch. Kommt vorbei, dann könnt ihr dort eine First Impression euch anschauen. Jemand, der noch nie Park Beyond oder etwas so in die Richtung gespielt hat, oder irgendwie, es gibt ja auch so Rollercoaster Tycoons, habe ich auch noch nie gespielt, muss ich zugeben. Ich bin aber auch immer daran interessiert, wie einsteigerfreundlich ist so ein Game. Und von dem her bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich enorm drauf. Ja, ich mir auch. Schaut unbedingt ein, wo du sehen, wie Steffi da Rollercoasters baut. Das wird sicher mega cool. Das wird fantastisch. Yes, dann wäre es schon gewesen mit dem Loot. Ja, ich habe mir natürlich noch Zelda Tears of the Kingdom Lösungsbuch in der Collector's Edition gekauft. Ist heute angekommen. Also haben wir es heute holen. Nicht, weil ich mehr also wo ich einfach alle Lösungen nachschauen will. Das kann ich auch online machen, sondern einfach, wo es geil ist. Es ist wirklich eine halbe Bibel. Das Teil ist riesig, es ist hure schwer. Und
ich habe noch nie ein Lösungsbuch gehabt. Und irgendwie freue ich mich gerade dort wirklich durchzublättern und zu schauen, was es alles so gibt, was für versteckte Hinweise und so. Und ich weiss, natürlich ist es nicht so praktisch, wie wenn du online gehst, nachschauen, was auch möglich ist, aber es hat halt viel mehr Charme. Und ich freue mich richtig darauf, das Buch durchzublättern und vielleicht die eine oder andere Quest zu entdecken, die ich bis jetzt übersehen habe. Oder auch mal aktiv auf den Maps schauen, wo ist eigentlich das ganze Zeug. Yes, also, Sehr freue fair, mich. das klingt cool. Das klingt cool. Ja, also ich kann glaube auch noch etwas anfügen. Ich habe auch gerade heute meine Stellung bekommen. Ich habe alle Commander-Decks von Magic the Gathering? Warum habe ich es noch mal gewusst? Lord of the Rings hat ja jetzt die Kooperation. Mhm. Und es geht natürlich durch die Decke und die Karten werden irgendeine Spuren viel Wert haben. Und ich habe mir zusätzlich auch noch ein Collectors Display gekauft, also das teuerste, was es gibt. Aber ist halt so, dass der One Ring drin sein, weil gefunden wurde, ist er immer noch nicht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? 1 zu wie viele Millionen? 0, also weniger als 0,003 oder so. Irgend so etwas. Oh wow. Dass man ihn findet. Aber im Moment ist der Preis bei 2,5 Millionen für die Karte. Holy! Crazy Schüssel. Ja, Magic the Gathering, Leute, wenn ihr es noch nicht angefangen habt, wäre es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen. Und ja, dann wären und das wir... ist einfach... Sorry, ich bin gerade mit Nerdfieber gewesen. Aber ich wollte noch sagen, das ist einfach ein Set, wenn man das jetzt nicht, also für alle, die nicht Magic spielen, kaufen es jetzt noch, weil es wird in 15 Jahren mega viel Wert haben. Das wird so nicht printed, oder? Und das ist halt Herr der Ringe. Das zieht immer. Echt so. Dann wären wir jetzt am Schluss von dem Podcast angekommen. Wenn ihr uns möchtet supporten, würden wir uns super freuen darüber, wenn ihr uns würdet, eine kleine gute Bewertung da lassen, also immer 5 Sterne auf Spotify zum Beispiel. Und ja, tut doch auch mal unseren Podcast screenshotten, wenn ihr ihn hört und irgendwie auf Instagram-Story oder so mit euren Freunden teilen oder direkt mit euren Kollegen so, hey, unterstützt Projekt.ch bzw. unterstützt Nico und Steffi. Das wäre mega, mega lieb. Merci vielmals. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Oder eben am Freitag im Stream mit mir. Park Beyond, let's go. Habt Sorge und schaut zu euch. Tschüss zusammen. Tschüss.